Das Henkel-Männchen wird 25 und das feiern wir heute mit einem Rückblick auf die schönsten Highlights und Erinnerungen. Sie ist die größte Veranstaltungshalle Deutschlands, hat bis zu 20.000 Plätze und zuletzt hat ja Megastar Helene Fischer die Köln-Arena mehrere Tage hintereinander zum Beben gebracht. Bis die Halle stand, war es aber ein langer Weg. Eine Veranstaltungshalle der Superlative soll die Köln-Arena damals werden. Auf einer der größten Baustellen des Landes arbeiten über 2400 Bauarbeiter. Nach gut 2 Jahren Bauzeit ist die 300 Millionen Mark teure Arena im rechtsrheinischen Deutz fertig. Zum Abschluss wird noch der 76 Meter hohe Bogen geschlossen, der ihr bis heute den Namen Henkel-Männchen verleiht. Heute ist die Arena noch immer ein Anziehungspunkt. Die Arena finde ich sehr gut, hat mich sehr von der Atmosphäre beeindruckt und die Schau war auch in Ordnung, von daher gute Erinnerungen. Es gibt diese schöne, tolle Atmosphäre auch vor der Beginn der Veranstaltung, nicht draußen. Das ist immer ganz gut, finde ich. Wir waren mehrmals in der Lanxess Arena, obwohl wir nicht aus Köln sind, aber wir haben kurze Wege hier und das passte. Mit dem Musikfernsehen boomt in den 90er Jahren die Unterhaltungsbranche. Die Medienstadt Köln soll eine Halle bekommen, in der bis zu 1000 Menschen Arbeit finden. Es heißt damals nicht kleckern, sondern klotzen. Das erste Konzert in der Köln-Arena spielt DJ Bobo. Er ist schon vor der Eröffnung auf der Baustelle und ziemlich begeistert. Das ist, da können die amerikanischen Hallen einpacken mit diesem Logensystem überall und so weiter. Das ist so durchdacht, das Ganze. Ich denke, das wird jetzt noch nicht bewusst sein, aber in 2-3 Jahren wird man sagen, dass das ein Meilenstein ist. Neben großen Konzerten gehört auch der Sport zur Geschichte der Arena. Die Kölner Haie tragen ihre Spiele bis heute dort aus. Im ersten Spiel treffen sie auf die Frankfurt Lions. Die Fans in der neuen Arena außer Rand und Band. Beim Wintermärchen der deutschen Handballnationalmannschaft 2007 fiebert das ganze Land mit. Deutschland holt sich gegen Polen im Finale den Weltmeistertitel. Seit 2012 wird die Arena von Eventim betrieben und bot vielen Megastars eine Bühne, unter anderem dem ehemaligen Beatle Paul McCartney. Die Queen of Pop Madonna rockt die Arena 2012 im Rahmen ihrer MDNA-Tour. Immer wieder sorgt die Köln-Arena mit Großevents für Menschenmassen rund um das Gelände. Phil Collins wird mit der Band Genesis groß, doch auch solo begeistert er die Fans. Es war fantastisch. Wir hatten echt eine super Zeit. War der schönste Tag unseres Lebens, würde ich sagen, oder? Hat sich die Reise gelohnt von Kanada hierher. 2008 wird aus der Köln-Arena die Lanxess Arena. Nach einigen Finanzskandalen wird sie 2015 an eine chinesische Firma verkauft. Vor gut 3 Jahren zieht das Coronavirus der Veranstaltungsbranche den Stecker. 735 Tage lang darf die Lanxess Arena, wenn überhaupt, nur unter Auflagen öffnen. Im März des vergangenen Jahres geht es endlich wieder los. Vor knapp 2 Wochen sorgt Helene Fischer mit 7 ausverkauften Konzerten am Stück für den nächsten Rekord in der Arena-Geschichte. Weitere Highlights sollen folgen. In 2 Wochen steht Rapstar Snoop Dogg auf der Bühne, im November dann wieder Madonna.